Hey, welkom to het programma Waschwieser. We freuen ons dat du eingeschaltet hast und dass wir nu 15 Minuten wel even nadenken über ein Thema. Wir haben Robert Wiens von Ascension, Gran Ascension hier ons dabei. Welkom hier, Robert. Dankeschön. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Sehr hier. Wir freuen uns, dass wir mit jemandem spazieren können, was veel geleerd heeft, in de Bibel geleerd heeft, en we willen van een ganz interessant thema aanreden. Ja, so die Frage, die wir vandaag hebben, is, wo doe ik dat? Want we darüber nadenken, dat we als Christen nicht von der Welt sind, aber in der Welt leben. Wo ist das mit dem Thema von, wenn ein Präsident wählen soll? Das war nicht nur wohlgehabt in einem Land, und einer soll sich entscheiden, wenn Präsident soll ich wählen. Wo doe ik dat, wenn ich daran denke, ich ziehe nicht in diese Welt, ich ziehe nicht von dieser Welt, aber ich wohne hier binnen. So, was sind da Dinge, an was ich denke, wenn ich daran denke, wem, wo ich wähle, wenn ich einem Dash gehe und einen Präsident wählen soll? Und was soll ich mir da richten? Schwere Frage, Hai. Das ist nicht einfach darauf zu antworten. Aber ich glaube, der Anfang ist sehr schön klar zu haben, dass wir nicht von dieser Welt sind, dass uns einmal ans Bezugspunkt, ans Horizont, die Punkte, die wir uns ausrichten, die ist nicht von hier, die ist bitte die Realität, die wir am uns Raum sein, sondern die ist eine geistliche Welt. Das ist der Haft genommen, das ist ganz klar Jesus Christus, nur im Neuen Testament. Und so für sich wieder zu leben. Was heißt das für unsere Verantwortung hier mit dem Staat und mit der Abgabe als Staatsbürger und so weiter? Ja? Ich habe mal versucht, das ein bisschen einzuteilen. Und ich würde sagen, der erste Punkt, der einfachste und ganz klarer ist, wie man die Gesetze vom Staat befallen. Und das heißt dann, zumindest immer dann, wenn die nicht direkt gegen unseren Glauben widersprechen. Ja? Wenn die nicht direkt was in der Bibel hat, dann muss wie ich mal die Gesetze herrschen, selbst dann, wenn die uns nicht unbedingt schlafen kommen, oder wenn wir das endlich später weiter. Das fällt dann auch manchmal schwer. Nu, als in der Demokratie, in der wir von Deutschland leben, man kann nicht diskutieren, wo demokratisch sind, aber das ist ein langes Thema. Aber Hans, die hängen davon ab, dass wir als Bürger die Regierung wählen. Und das ist sogar die Gesetze von dem Land so organisiert, dass man soll als Bürger endlich wählen. So dass unsere erste Pflicht ist endlich, dass wir uns an die Wolle beteiligen. Ja? So, in einem demokratischen Land ist es so, dass jeder einer hat das Recht und du sagst auch die Pflicht, sich seine Obrigkeit zu wählen. Ja, und das heißt, wir sind mitverantwortlich dafür. Ich kann natürlich sagen, ich habe keine Wohl, das doch alles nicht, was wir hier präsentieren. Ich war von der Aktiv bleiben nicht so wohl gehen. Aber dann sehe ich trotzdem mitverantwortlich für das, was der Bericht hat. Weil ich sehe eben, dass es da steht, an der ich ganz direkt Einfluss nehmen kann und auch soll auf die Regierung. Ja? So, aber das ist nochmal, ich würde sagen, für den Christ ist das nochmal die ganz unterste Boden. Das kommt dann der nächste Step drauf, das ist, wie sollen das Beste für unsere Gesellschaft sehen. Das kann man an verschiedenen Bibeltexten sehr klar sein, zum Beispiel Jeremia 29,7, da ist es ganz klar, ihr seht, das Beste für die Stadt, in der ihr wohnt. Oder Titus 3, Vers 1 und 2, da sagt es, wir sollen zu allem guten Wort bereit sein und für die Obrigkeit beten. So, das sind klare Tekens, dass wir sollen uns bemühen, dafür, was für das Land geht. Und da fängt dann der große Streit an, was braucht uns Land? Ja? Der eine sagt, das braucht diesen Präsident, der andere sagt, das braucht diesen Präsident. Und jeder weiß das ganz genau, und wie Stunden das zwischen. Kreitot. Ist das nicht manchmal, ja? Ist das nicht manchmal, dass wir dat idealiseren, dat wann das an kommt, dort würde dann seine, dort würde eigentlich dann jetzt Gottes Recht wieder hier, oder wieder gebüht, oder manchmal denken, nee, wann da dann nicht, ja, und du hast ja dann das große Teil allein schon rasch und also wieder, aber man leicht seine Hoffnung an einen von der Einheit.
Ja, ich glaube, da ist eine große Versuchung, dass wir da anfangen, das durcheinander zu bringen, was als Gemeinde und was als der Staat. Und was sind die Abgaben und für was ist jeder zuständig. Ich sehe eben die Zeit Bürger vom Staat und ich sehe Mitglied an der Gemeinde. Und das heißt, kommen verschiedene Sachen, die manchmal ein bisschen übereinander gehen. Ja? Der Staat macht nicht das selbst denn was die Gemeinde. Der Staat macht nicht Evangelium predigen. Der Staat macht, wenn wir im Alten Testament schauen, da sind schrecklich viel ganz genau Anweisungen, wo eine Regierung sein soll. Der soll ja reich sein, der soll der Schwache beschützen, der soll dort machen, was am besten für alle ist, der soll nicht korrupt sein. Ja, das sind zum Beispiel sehr starke Anweisungen, die wir da können wir 100 Bibelverse, glaube ich, abhalten. Aber der Staat macht nicht dafür sorgen, dass die ganze Gesellschaft christlich wird. Nee. Sondern unsere Abgabe als Gemeinde ist, dass wir das Evangelium präsentieren und dass wir das leben und dass wir sagen, naja, scheinen Geld das passt für die Gesellschaft, aber das schafft auch noch ein Leben, das noch wieder ist, das schafft auch noch ein geistliches Leben. Und das schafft das Evangelium redet noch von was darüber rührt. Ja? So, wir können nicht einen Präsident wählen, mit der Aufsicht, dass wir damit rechnen, dass er ein christliches Land machen. Die Abgaben sind verschieden. Die Abgaben vom Präsidenten sind verschieden als die von der Gemeinde. So, wir können nicht vom Präsidenten erwarten, oder von dem Ganzen, was der Basta sein wird, erwarten, dass er dort für uns, was eine Gemeinde soll für uns tun. Seine erste Abgabe ist nicht, die Gemeinde zu beschützen und stolz zu machen. Die Gemeinde, ja, steht direkt Jesus und der sagt, er wird sich darum kümmern. Und ich glaube, das habe ich viel besser abgehoben. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn sich die Gemeinde sehr darauf verlassen, was die Regierung verändern kann und dabei vergessen, was Haar verändern kann, dann sagt, wie kriegt auf das falsche Pferd. Ja? Von daher, ich glaube, da ist sehr wichtig, nicht ab eine voll nennte Falle, der Feind uns manchmal stellt, dass wir glauben, irgendein weltlicher Präsident wird nur uns Messias werden. Und der wird nur ans Land raten oder unserem Land Segen bringen und so weiter. Da lichten sehen drauf, wenn die Regierung das Rechte tut, wenn die Regierung Gerechtigkeit macht, wenn die nicht korrupt ist, wenn die für allem das passt und so weiter, da lichten gerade sehen drauf. Aber das ist noch nicht das Selbste als alles, was uns als Gemeinde gefällt, sondern die macht für alle Menschen regieren, nicht bloß für uns als Gemeinde. Und dort haben die Frage auch gerade von, ist das wichtig für mich, dass ich in einer Stadt wohne, wo ich darauf achten soll. Wenn man sagt, dass ich in einer Stadt wohne, wo ich sage, dass jemand an der weltlichen Regierung darauf achtet, dass ich mein Glaube und meine Kultur ausleben kann. Ist das wichtig, also nötig, dass ich da wohne, wo ich mir das garantiert ist. Und diese Frage kommt ein bisschen an die Geschichte. Aber wenn man nur sagt, für Deutschland ist es für mich nötig, dass ich sagen kann, da in dort Land, die erlauben Mennoniten, oder die erlauben, dass einer seine Schule haben kann und seinen Glauben haben kann. Weil wir mal da handreichen, dann können wir unseren Glauben da ausleben. Ist diese Überlegung wichtig? Das hat damit auch zu tun, wenn man sagt, was für Leute an dem Land ist, oder ist das wichtig? Ja, das ist nicht ganz unwichtig, sagen wir mal so. Das hat was zu tun mit wie viel Risiko will ich angehen. Ja? Wie viel, wenn ich Familie habe, was sehe ich für meine Kinder, was kann ich denn stimmen und so weiter. Ich würde Schwierigkeiten haben, mit meinen Kindern in Nordkorea zu tragen, wenn ich weiß, dass ich da Gefahr für Leben und für alles ran, ja, bloß weil wir Christen sind. Aber andererseits, also insofern, das ist nicht unwichtig, aber das ist auch nicht das Wichtigste. Weil wir können in einem ganz weltlichen Land Kreuze Geld an den Glauben leben und Zeugnis sein, und darum geht es ja letztlich, dass wir Licht sollten Licht sein. Und das können wir in einem weltlichen Land Kreuze sehr Geld, als wenn das supostamente, als wenn das scheinbar christlich ist. Weil
die vor der Eck von Deutschland bei uns ist dort wie uns manchmal nennen Leute von Menschen, die uns verweiten, was wie seht ihr, und dann kommen und dann sagen, ich will eine Gemeinde halten, ich will groß machen, ich will verteidigen. Und wie Tschitsch dann gosh, ja, ist dort ein gerechter Gouverneur oder ein gerechter Herrscher, wie Tschitsch gosh, ja, ist dort ein Mensch, der in seinem Leben wird von dem wisst, was die Bibel sagt, was Geld ist. Wie Tschitsch gosh, ja, ist der allgemein dafür, dass Minderheiten ihren Glauben leben können, und sie hat das bloß noch am Angst. Und wenn wir den Fehler machen, dann kann sich das morgen ganz leicht umdrehen. Von Deutschland sind dann wieder die Einzigen, die alles dann nicht kennen, was wir wollen, und die anderen, der wir ihren Glauben nicht leben, und immer morgen kommt ein anderer dran, und dann liegt wieder das. So, das glaube ich, ist sehr kurzsichtig machen. Ich weiß nicht, was das erklärt wird. Ja. Dat ik versta van die dat we wieder checken als bloß dort wat bloß für mich gut ist. Da wird uns machen. Krijt dat. Ik glaube, dat soll uns als Christen Endlichkeit uitmaken, dat we als Christen sind wir immer darauf uit andere te dienen, andere te helpen. De bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, zij zei heeft Gott, die Gemeinde je leeft, dat hij zijn in zijn scheid. Nee, dat steht da so nicht. Da steht so, hij heeft Gott de Welt geleeft. Ja? En voor ons als Gemeinde, die we de Charpa van Jezus nu zijn hier op de Welt, wir sind seine Hänge und seine Feit, die hier geblieben sind. Und dann ist nu unser Abruf wieder, diese Leib von Gott der Welt zu wiesen. Ja, da wo wir versuchen, das zu tun, was für die Welt das Bestmögliche ist. Ja? Und dort glaube ich, dass wir die Menschen zu helfen, auch kriegt die Nicht-Christen. Zum einen aus dem Zeugnis, zum anderen will es das ist, was Gott für die Menschen endlich will. Er will, dass wir Gott leben, dass wir das Leben in volle Genüge haben, wie Jesus das sagt. Ja? Und das Plan kriegt als Gerater aus nur einem Wohl oder eine bestimmte politische Partei oder ein bestimmtes Weltreich. Der Plan ist immer Gerater gewesen, wird immer Gerater sein. Und der Plan ist viel Gerater, und der vor bei der Wohle ist, dass die weltliche Politik, sag ich mal, die Parteipolitik vor allem, die versucht immer gegeneinander zu machen. Und da hat jeder meistens ein, zwei gelbe Pinter, und dann sagen die versuchen die überzeugen, diese zwei gelbe Pinter, die sind, wird, dass du uns wählst, kriegen dann, was die andere gelbe haben. Und meistens mag wir dann eine Wahl zwischen, diese zwei Pinter sind mir nicht wichtiger als die anderen zwei Pinter. Nicht schlimm dabei, aber wenn wir dann anfangen fanatisch zu werden und sagen, anfangen uns zu rechtfertigen, zu sagen, nee, diese zwei Pinter, die sind überhaupt nicht wichtig, das ist alles überhaupt ansehen, das ist antichristlich, weil die haben nicht dieselbe Pinter aus meiner Partei und so weiter. Dann wird es sehr gefährlich, weil es da für mich wie total Evangelium mit der Regierung an einer Art und Weise, die meiner Meinung nach in der Bibel sind nicht fähig sein ist. So wat mir interessant is wat u zegt, also dat je daarom dat we hier op ihr sollten zijn. Gott zijn Leib is zo groot dat hij zingen zien aan de Weltscheid nicht und vor allem gestorben ist. Dat wir diese Botschaft wiederbringen und nicht uns so aufhängig merken, als wir nu einen christlichen Präsident oder einen nicht christlichen Präsident oder Leiter haben, sondern dass wir das so verstehen, sondern dass wir immer waren nach das gerade Ziel, nach dem Abgehen, was Gott uns gegeben hat. Und das Leib gehört für alle politischen Parteien. Nicht? Der gehört nicht das Plan als für alle, nicht bloß für meine Partei gegen die, sondern für alle Menschen. So habe ich die verstanden. Ja, Kreit, was passiert, wenn wir uns von Deutschland nu ganz mit einer politischen Partei befreien, sag ich mal, aus Georgia? Ja? Wir sagen, das ist uns meist heute Messias gesagt, das ist was uns raten, von dem sind wir aufhängig. Wenn wir das machen, damit sei wir automatisch und sehr schwind sei viele Christen dann auch, naja, die von einer anderen Partei, die sind schlecht, die sind böse, die tun überhaupt nichts, mit denen kann man nicht mal mehr reden und so weiter. Was damit?
der Hälfte von der Gesellschaft sagt, mit denen rede ich nicht. Und was ist mit meinen alten Lichtern? Ich kann dann nur noch für die Hälfte von der Gesellschaft alten Lichtern, für die andere Hälfte, die wollen mich auch mal hören, weil die identifizieren mich als eben einer der Bläschen anders. Ich glaube zum Beispiel, dass viel weg wird, wo in Chile dort 2 Churches ansteigen. An einer Demonstration wurde in Chile 2 Churches angesteigen. In meiner Meinung, das Hass, das sich zum Teil in der Church erreicht, hat damit zu tun, dass wir von vielen Entwürfen so wahrgenommen worden, als wenn wir bloß ganz auf eine politische Seite stehen. Und uns nicht mehr konzentrieren auf Evangelium predigen vor allem, ja, sondern mit einem Teil reden wir überhaupt nicht mehr, weil wir sind total jeden Dienst. Wir haben andere auch gute Pinter, die auch in der Bibel gefunden haben. Ja? Wenn diese Fälle über Gerechtigkeit reden, das hat er im Alten Testament, das hat er bei Amos und bei Jesaja gelesen. Und so weiter. Ja? Ja, sehr wichtig. Bueno, onze tijd is leider te einde. Bedankt schön, Robert. Ich glaube, dass wir sehr schön. Sein kleinen Schwung. Ja, ich fange da gerade an. Ja. Kijk, laten we hier ik hoop du hast dat United denkt wieder über no lehrten Gottes Wort, aber ich glaube, diese Botschaft wird uns wieder helfen. Also wir haben eine Abgo. Und die Gemeinde der Abgo ist nicht dieselbe als die Regierung und waren nicht die Favoriten, dem was du am liebsten wählen in dem Land regiert, noch nicht gekommen ist in der Wohle. Du hast trotzdem eine Abgo und dort ist Gott sein Wort wiedergeben. So haben wir die verstanden. Amen. Dann, nächstes Mal mein Programm, war ich wieder.